Da ist das Ding. Und damit Servus, Glück auf und herzlich willkommen zur letzten FC Bayern Spielanalyse in der Saison 25/26. Leute, wild. 3:0, Double geholt, Pokalsieg. Nach 6 Jahren mal wieder. Ich versuche mal ein bisschen Seriosität hier reinzukriegen. Ja, Saisonfazits werden kommen. Das schon mal vorweg hier, für die es interessiert, wahrscheinlich erst in einer Woche. Ich habe Urlaub, ich bin erstmal eine Woche weg dann jetzt. Danach werde ich dann sehr wahrscheinlich die Saisonfazit reingehen. Da kann man auch noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, Pokalsieg, ich denke am Ende völlig verdient und hochverdient. 3:0 gewonnen, auch wenn es schwierige Anfangsphase war. Aber bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt und mal rot-weiße Herzen in die Kommentare für diese überragende FC Bayern-Saison. Ne? Wie ich schon sagte, ja, die erste halbe Stunde, 35 Minuten war Stuttgart die klar bessere Mannschaft. Ja, ich habe es ja im Taktikfuchs gesagt, wenn Stuttgart seine Eier findet gegen uns, dann kann es ein interessantes Spiel werden. Stuttgart hat seine Eier gefunden, hat genau das gemacht und nochmal schön unsere Schwächen aufgezeigt, die wir diese Saison hatten. Was nicht viele sind, aber genau wenn eine Mannschaft so agiert, wie Stuttgart agiert hat, haben wir diese Schwächen. In der Regel halten die Mannschaften das nicht länger wie 60 Minuten durch. So war es dann auch heute, schon ein bisschen eher sogar. Und ja, wenn wir in dieser Phase keine Gegentore kriegen, ist das Ding eigentlich gelaufen, wenn man ehrlich ist. Ja. Stuttgart hat sehr, sehr gut gemacht. Wir haben Riesenprobleme gehabt und es hat ganz klar unsere Schwäche gezeigt, dass wir in der Zentrale einfach keine Ruhe in dieses Spiel bekommen haben. Ja. Man sieht das immer daran, wenn dann irgendwann ab der 30. Minute ein Harry Kane anfängt, sich auf diese Position fallen zu lassen, weil ein Pavlovic maßlos überfordert ist, ein Jamal Musiala generell maßlos überfordert ist. Ähm, 'n Kimmich fand ich heute sogar recht gut, weil er viel, viel defensiver agiert hat. Den würde ich da mal ein bisschen rausnehmen, was diese Spielgestaltung annimmt. Aber auch da war wieder ein bisschen wenig Führungsspieler in der schwierigen Phase von Kimmich zu sehen. Ja, aber am Ende, wen interessiert's? Ja, am Ende des Tages, wen juckt's? Nach 30 Minuten sind wir ein bisschen besser ins Spiel gekommen, definitiv. Ähm, Waren dann die bestimmendere Mannschaft bis zur Halbzeit. Ja, Anfang zweiter Halbzeit hat Stuttgart noch mal ein bisschen die Körner rausgepresst und dann war der Lachs, gegessen, ja, allerspätestens mit dem 1:0. Ja, man hatte nicht das Gefühl, dass, Stuttgart da jetzt noch irgendwie groß zurückkommen kann von der Kraft her, muss man ganz klar sagen, ja. Und wir waren dann danach natürlich viel, viel selbstbewusster und haben wieder unser Feeling gehabt, unser Spiel durchgedrückt und ja, wenn wir das können, dann ja, dann ist es schwierig für den Gegner und dann haben wir's runtergespielt. Ja, der überragende Mann heute, Harry Kane und Upamecano würde ich auch noch nennen. Ähm Und dann kommt's dann 3:0 zustande im Finale, ja. Und dann war es in der 80. Minute spätestens entschieden mit dem 2:0 von Heavy. Dann noch mal den den Dreierpack geschnürt mit dem Elfmeter. Ja, mein Gott. Ja, am Ende des Tages wurscht, ob's 1:0, 3:0 ist. Doublesieger, hochverdient, ja, 'ne überragende Saison. Damit den passenden Abschluss gegeben. Ja, muss man ganz klar sagen, sonst wäre es so ein kleiner Wermutstropfen gewesen, obwohl ich die Saison trotzdem dann nicht schlecht geredet hätte. Habe ich ja schon an anderer Stelle gesagt. Überragende Saison und Glückwunsch an die Mannschaft. Habe mich besonders gefreut für Harry Kane, der es ja dann heute auch irgendwo maßgeblich allein gestemmt hat. Natürlich nicht alleine, man hat es gesehen, das ist immer eine Mannschaftsleistung ohne die Vorlage von Michael etc. Ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ihr wisst, wie es gemeint ist. Heavy ist einfach eine absolute Maschine, Alter. Eine absolute Maschine. Aber da kommen wir gleich in der Benotung zu, ja. Sonst gibt es zum Spiel nicht viel zu sagen. Ja, es war phasenweise ein bisschen zäh dann aus unserer Sicht in der ersten Halbzeit, aber wie ich es dann schon sagte, ab der 30. wurde es langsam besser. Ähm, Das Problem, ich will es gar nicht jetzt,
so viel drauf rumreiten, aber das Problem ist einfach Jamal Musiala gewesen. Wir haben heute mit 10 Mann gespielt. Ja. Und ich finde es grenzwertig, das in einem Finale durchzuziehen. Am Ende des Tages, der Erfolg gibt recht, so, ja. Aber es war schon, wie immer, wenn man das Spiel gesehen hat, war schon riskant, so einen Spieler wie Jamal Musiala, der einfach keine Form hat, mit durchzuziehen, ja. Und ich weiß auch nicht, ob das so gerecht gegenüber den Spielern ist, die dann draußen sitzen. Ja. Aber hey, wir wollen uns jetzt nicht mit Negativitäten beschäftigen. Sind Sachen für Saisonfazit. Ja. Ähm, hochverdienter Pokalsieger, überragende Saison, Double geholt und ja, ich freue mich einfach gerade für Heavy, dem ich alles gönne von Herzen. Für Jonas, dass er im Tor stehen konnte und das auch mal genossen hat. Und natürlich für den Rest auch, ja, aber für die beiden ganz besonders. Und damit werfen wir einfach mal einen Blick in die Statistiken rein, wa? Gewohnterweise rein in den Bums. Ja, am Ende des Tages 64:35 oder 64:3 zu 35:7 Ballbesitz. Abseits 1:0, Fouls 4:12. Ja, da können wir noch ein bisschen was zu sagen gleich. Zweikampfquote 35:9 zu 63:7. Wild. Sagt aber eigentlich auch alles über dieses Spiel aus. Ja, sage ich gleich noch ein paar Worte zu. Schüsse aufs Tor 5:3, Schüsse insgesamt 10, 8 Ecken 0:3. Ich weiß nicht, wann wir jemals 0 Ecken in einem Spiel hatten. Angekommene Pässe 449 zu 198, Flanken 410. Schüsse insgesamt Harry Kane 4, Diaz 2, Conny Leimer 1. Torschussvorlagen. Wo ist Michael? Ulisse? Wild. Gewonnene Zweikämpfe, Uppa 7, Ulisse 7, Pavlo 4, Ballkontakte 93, Uppa 84, Pavlo 81, Kimmich. Gut, bevor wir dann in die Benotung gehen, vielleicht da nochmal ein paar Worte zu, ja. Dass Stuttgart natürlich so überlegen, würde ich schon sagen, in der ersten halben Stunde war, lag einfach genau daran. Ja, die waren einfach viel, viel fickriger, viel, viel härter, aber auch in den Zweikämpfen. Der Schiedsrichter hat viel laufen lassen, bin ich eigentlich ein Freund von. Hat er auch auf beiden Seiten gemacht. Ich fand es aber teilweise schon arg drüber. Ja, also es ist okay, wenn man dann laufen lässt, wenn es der Vorteil ist. Dann kann man trotzdem im Nachgang eine gelbe Karte zeigen. Ja, da waren Fouls bei, die waren grenzwertig und damit hat der VfB, das muss man ganz klar so sagen, uns am Anfang den Schneid abgekauft. Ja. Ich glaube, der eine oder andere Spieler hat so ein bisschen die Angst gehabt, ey, ich weiß nicht, was hier los ist, ich will aber noch zur WM fahren. Ja, so kam es rüber. Da war man ein bisschen zurückhaltender in den Zweikämpfen und wir kamen dann auch gar nicht richtig in die Zweikämpfe. Zweite Bälle waren auch nicht bei uns. Die erste halbe Stunde war wirklich schwierig aus unserer Sicht. Zum Glück ist da jetzt nicht so viel Torgefahr entstanden. Schiedsrichter war ansonsten gut, fand ich unaufgeregt. 'Ne Respektperson, ja, da war kein Kimmich, der alle 3 Minuten da war und den zugetextet hat. Das war gut. Ich finde es auch gut, wenn 'n Schiedsrichter generell viel laufen lässt, aber da waren mir viel zu viele Fouls, die einfach durchgewunken wurden, die eine klare gelbe Karte waren. Ja, das wäre auch in der Champions League 'ne gelbe Karte gewesen. Da braucht mir auch keiner kommen mit: „Ja, international ist das so.“ alles gut, ja, aber da waren viel zu viele Fouls bei, die wirklich grenzwertig waren. Da wurde viel zu spät, eingegriffen. Erst irgendwann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, gab es die erste Gelbe. Ähm, ja, was keine Ausrede ist oder sonst was. Ich meine, wir haben eh 3:0 gewonnen, ne? Völlig wurscht. Gut, damit gehen wir mal rein in die Benotung. Angefangen mit Vinny. Ja, ich denke, Vinny hat soweit alles richtig gemacht heute. Erfolg gibt ihm recht. Meiner Seite gibt es die 2 für eine Note 1. Ja, war die erste Halbzeit zu schlecht. Wie gesagt, das Thema Jamal Musiala, dass man den da unbedingt durchzieht. Ich weiß, das ist Vinnys Art und Weise. Er glaubt an den Spieler, er will den Spieler wieder das Selbstvertrauen geben und so weiter. Ey, alles gut, kannst du gerne in irgendwelchen Bundesligaspielen machen, in einem Finalspiel, genauso wie in einem Rückspiel gegen Paris. Hat das aus meiner Sicht nicht zu suchen und von daher in Anführungsstrichen nur die Note 2 für Vinny. Gut, rein geht's. Jonas Urbich. Ja, wir haben es gerade gesehen. Ich kann noch mal, was waren's? Wie viele Schüsse aufs Tor? 3 von Stuttgart. Wild, ja.
Das, was Jonas halten musste, eine sehr, sehr gute Parade. Der Ball, der immer länger wurde aus den 20, 22 Metern, was das war. Ansonsten das andere war eine Rückgabe an den dritten. Ich weiß nicht, ob die diesen komischen Kopfball meinen, wahrscheinlich. Ja, das wird der dritte gewesen sein. Das war alles, was Jonas zu tun hatte. Ansonsten, ja, die langen Bälle kamen heute nicht gut. Oder was heißt, die kamen nicht gut? Die kamen nicht an, weil einfach wir auch gar nicht richtig rausgerückt sind. Ja, das war so ein bisschen das Problem. Ansonsten gewohnt ballsicher, völlig unaufgeregt hinten, auch wenn Stuttgart gedrückt hat, die Bälle gut gespielt. Ich habe nichts, was ich irgendwie negativ sagen kann. Ich meine, wir haben 10-0 gespielt. Note 2 für Jonas Obig. Gut, los geht's mit Stani. Stani hat mir in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gefallen. Er hat einen riesen Anteil daran gehabt, auch schon erste Halbzeit dann, gegen Ende der ersten Halbzeit, dass wir ein bisschen besser ins Spiel kamen und ein bisschen besser rauskamen. Ja, war dann auch viel auf einer Halbposition unterwegs. Ich meine, erste Halbzeit war dann auf einmal ganz wild. Dann war 'n Upamecano auf einmal linker Außenspieler im linken Mittelfeld. Das habe ich nicht ganz verstanden. Da war auf einmal so viel Rotation auf den Positionen. Da weiß ich auch nicht, was da los war. Ähm, aber ansonsten hat Stani auf jeden Fall seinen Anteil daran gehabt, dass wir ein bisschen wach geworden sind, ja. Und auch gerade zweite Halbzeit, wo es dann noch nicht so durch war, hat er auch mal ein paar Ansagen gemacht in Richtung Pavlovic, der da nicht gut mitgearbeitet hat, beziehungsweise sich nicht gut angeboten hat. Ähm, Das gefällt mir immer, wenn man da auch mal Klartext spricht, das gehört sich so. Ansonsten die erste halbe Stunde ist er genauso untergegangen wie der Rest der Mannschaft. Das gehört auch zur Wahrheit. Aber er war auf jeden Fall einer, der mir ein bisschen besser gefallen hat und von daher Note 2,5 für Stani. Wir sind heute ein bisschen humaner. Wir lassen mal die erste halbe Stunde ein bisschen im Hinterkopf, aber bewerten sie nicht so knallhart wie sonst, weil sonst wäre es wild. Man kann ja nicht irgendwie Dreier, Dreieinhalber und Vierer hier verteilen, wenn man einen Pokalsieg geholt hat. Das wäre ein bisschen wild. Jonathan Tah, ganz klar Note 2. Ich habe nichts gesehen, was irgendwie schlecht war. Das, was er verteidigen musste, hat er verteidigt. Völlig okay. Ja, Opa für mich heute, ich habe schon im Discord geschrieben, während des Spiels, erstmal die Note 1,5. War neben Harry Kane der Spieler des Spiels, definitiv. Opa hat einen riesen Anteil daran gehabt, dass wir überhaupt so da waren, wie wir da waren. Und alles, was ich heute von Upamecano gesehen habe, ist mein Take. Ich glaube, Opa wäre ein verdammt guter Sechser in dieser Mannschaft, Alter. Ja, man sollte Minjay nicht verkaufen. Machen wir Minjay hinten rein neben Jona und machen wir einen Opa davor und machen wir Kimmich auf die Rechtsverteidiger-Posi. Also das war ja überragend heute von Opa. Ja, also er hat ja gezeigt, dass er auf jeden Fall ein sehr, sehr guter defensiver Mittelfeldspieler wäre. Ja, wie stark er im Spielaufbau war, wie ballsicher. Ähm, Hut ab, ja. Wenn nicht Harry Kane alles überstrahlt hätte heute, wäre auf jeden Fall Opa Spieler des Spiels gewesen. Sehr stark. Ja, für Conny gilt dasselbe wie für Stani. Wobei Conny wieder dieses Rumgemecker hatte, erste Halbzeit und auch ein, zwei sehr, sehr wilde Aktionen. Conny sehe ich heute bei einer 3. Ich fand, Stani war ein bisschen auffälliger in den wichtigen Szenen. Conny ist natürlich immer da, immer 110% vom Einsatz her, so keine Frage. Aber da waren heute auch wieder ein paar Sachen, die ein bisschen unglücklich waren. Aber war dann später natürlich auch besser im Spiel, so wie die ganze Mannschaft. Ne? Gut, jetzt kommen wir zum ersten, wo es ein bisschen schwieriger wird. Pavlo war maßlos enttäuschend. Gerade die ersten 15, 20 Minuten hat der nicht einen Ball zum Mitspieler gekriegt, einen Ballverlust an den anderen geschweißt. Katastrophe, ja. Ich weiß nicht, was los war mit dem Pavlo. War Sinnbild für die ganzen Ballverluste und das nicht ins Spiel kommen in der ersten Halbzeit mit Jamal Musiala zusammen. Umso länger das Spiel ging, umso besser wurde er. Ja, das muss man auch sagen. Hat Pavlo übrigens schon öfter gehabt diese Saison, aber hat lange gebraucht. Also wirklich gut war er wirklich erst in der zweiten Halbzeit. Ja, auch so das Ende der ersten Halbzeit. Da habe ich mich gefragt, wie kann Nagelsmann Pavlovic mitnehmen und Tom Bischof nicht, Alter. Ja. Also, ich hoffe, Pavlo, aber Leute,
Ich hoffe, Pavlo wird ein bisschen konstanter werden in Zukunft, ja. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es seine erste richtige, komplette Profisaison ist. Ja, das darf man immer nicht außer Acht lassen, dass da ein bisschen Schwankungen drin sind und die Schwankungen sind auf sehr hohem Level, das sollte man auch nicht vergessen. Nichtsdestotrotz, Note 3,5 heute für Pavlo. Josh hat mir heute sehr gut gefallen. Da kann ich es kurz und schmerzlos machen. Ist von meiner Seite heute Note 2. Ich muss ihn ein bisschen besser als Danny machen, auch wenn mir ein bisschen dieses, ja, in den schwierigen Phasen so noch mehr dieses Herausstechen als Führungsspieler, aber ja, ich weiß, Josh glaubt das von sich, aber das kann er nicht. So, und deswegen, sportlich hat er geführt. Kimmich war heute sehr diszipliniert, ja, war heute nicht so im Fokus, ja, war ein bisschen unauffälliger unterwegs. Gerade so am Anfang war er dann auch immer weiter defensiv zwischen den Innenverteidigern und so. Aber ansonsten war er sehr, sehr unauffällig und das ist nicht immer was Schlechtes, wenn man als Sechser auch mal unauffällig ist, ja. Von daher, von meiner Seite hat mir Josh heute gut gefallen, hat Pavlo eigentlich das Feld überlassen, gerade erste Halbzeit versucht. Ja, Pavlo hat es dann leider nicht so hinbekommen, das muss man auch sagen. Auch dann ist Josh ein bisschen weiter aufgerückt im Laufe des Spiels, dass wir wieder ein bisschen weiter auf einer Höhe waren. Josh hatte für mich heute die perfekte Balance. Ja, auch ja, wieder so im schnellen Umschalt nach hinten. Ja, das wird sich auch nicht mehr ändern bei Josh. Ja, da hat er halt einfach eine Schwäche, keine Frage. Aber ansonsten fand ich heute die Balance von ihm, was Offensive, Defensive angeht, viel, viel besser wie sonst und von daher Note 2. Gut, damit sind wir bei Luis Diaz. Ja, Luis, erste Halbzeit, wie aber die gesamte Mannschaft, einen super schwierigen Stand gehabt. Wurde dann zum Ende hin so 'n Tacken besser, weil auch Stanny 'n Tacken besser wurde. Habe ich ja grad schon gesagt. Stanny hat dann auch ein bisschen dafür gesorgt, dass auch 'n Luis Diaz ein bisschen besser ins Spiel kam. Konnte heute allerdings dann nicht so die Akzente setzen wie Michael oder geschweige denn Heavy, obwohl er dann auch noch mal 'n kleinen Schub hatte danach, ne? Da hat man so das Gefühl gehabt: „Oh, ich muss jetzt doch noch mal was zeigen, wenn die da vorne, die Tore machen, die Torbeteiligung haben." Dann war's 'n Tacken besser. Aber das war heute für Luis Diaz Verhältnisse, ja, ich schwank zwischen 3 und 3,5. Ja, da wir Pokalsieg geholt haben, lassen wir mal die 3 mal stehen. Gut, damit kommen wir zum Sorgenkind, Jamal Musiala. Ich mache es kurz und schmerzlos, ist für mich Note 5. Das war mangelhaft, das war nicht ausreichend, wir haben mit 11 Mann gespielt. Ja, ich habe einen guten Zweikampf gesehen, das war's. Sonst nichts. Nichts, absolut nichts. Kein Ball zum eigenen Mitspieler gebracht, kein Dribbling. Ich glaube, er hat laut Statistik nicht ein Dribbling geführt. Man hat heute ein Jamal Musiala mit durchgezogen in so einem Spiel. Ja, das ist eine Katastrophe. Ey, wenn du nicht die Eier hast oder wenn du ihm nicht wehtun willst, wenn du an ihm glauben willst, so, alles gut. Dann verstehe ich, dass du ihn nicht zur Halbzeit rausnimmst, sondern ihn noch mal 'ne Viertelstunde durchschleppst. Dass du dann aber bis zur 77. Minute wartest, ja, um dann Lennart Kahl zu bringen, ist schon traurig, ja. Das ist 'ne Katastrophe. Ich weiß nicht, was dieser Mann bei der WM will. Keine Ahnung. Wir können nur hoffen, dass es ihm irgendwie gut tut. Ich wage das zu bezweifeln. Ich glaube, er hätte, sich ein bisschen auf sich konzentrieren sollen, gucken, dass er richtig körperlich fit wird und im Kopf fit wird, für die nächste Saison. Nächste Saison muss er liefern beim FC Bayern. Ja, der bekommt über 20 Millionen Gehalt. Wenn der nächstes Jahr nicht liefert, dann ja, dann wird's wild, Alter. Dann wird auch ein Jamal Musiala mal erfahren, was Gegenwind ist beim FC Bayern. Da könnt ihr aber sicher sein. Ja. Michael riesige Probleme am Anfang gehabt, weil er richtig auf die Knochen gekriegt hat. Und das ist, was ich meine, ja. Michael ist sonst keiner, der sich beschwert beim Schiedsrichter: „Ey, was soll das? Gib mal gelb" oder „Guck mal, wie oft ich hier." Das war heute der Fall, ja. Und völlig zu Recht. Das ist, was ich meine, ja. Es ist ja gut, wenn man laufen lässt, aber da waren teilweise Fouls bei, da muss eine gelbe Karte kommen. So, Punkt, ja. Und das hat man schon gemerkt, dass das ihn so ein bisschen beeindruckt hat, weil aber auch die ganze Mannschaft so ein bisschen beeindruckt war. Ähm
danach, zweite Halbzeit, war es wieder der Michael, wie wir ihn kennen. Ja. Ich meine, Michael hatte die Flanke maßgeblich reingebracht, sonst hätte Heavy gar nicht das Tor machen können. Aber auch danach wieder diese Spielfreude gehabt, ja, wieder dieses Lässige, dieses Abgezockte. Hat mir richtig gut gefallen. Von daher von meiner Seite die Note 2. Gut, dann kommen wir zum Mann dieses Spiels. Ja, Note 1 mit Sternchen, mit Doppelsternchen eigentlich. Ja, Heavy, überragend. Kane. Der Mann, der Mann ist einfach absolute Weltklasse, Alter. Ja, und ich habe einfach keine Worte mehr für Heavy. Ich habe versucht, Superlativen. Es gibt einfach keine Superlativen, die Heavy Kane beschreiben. Ja. Und nicht, dass er diese 3 Tore macht, was ja schon überragend ist. Ja. Wenn ihr dann gesehen habt, beim Stand von 1:0, wie er hinten links den Linksverteidiger macht und die Grätsche wieder auspackt. Ja. Und sich dann so umschaut und sagt: Jungs, was ist los? Muss ich hier alles machen? Ja. Ähm, aber er es nicht ausspricht, diese Sachen macht wie selbstverständlich. Ja. Das ist der Mann führt mit allem auf dem Platz, was ihm zur Verfügung steht. Ja. Das ist überragend. Also, wenn ich mir einen Kapitän aussuchen dürfte, dann würde es in dieser Mannschaft nur einen geben und das ist Harry Kane, Alter. Der ist alles, was geht. Ja. Auch schon erste Halbzeit, wie er versucht hat, es. Ja, ich habe die These schon aufgestellt, weil im Discord heute auch kam so, ja, man vermisst Serge Gnabry, seitdem Serge nicht mehr da ist, tun wir uns super schwer in der Mitte. Ja, ist richtig. Woran liegt das? Weil Harry Kane viel, viel mehr den Zehner gegeben hat, wenn Serge mit auf dem Feld war, weil Serge dann klug genug war, auch in die Spitze zu gehen und die 9 zu geben. Ja? Nicht immer, logisch, aber Harry Kane, seitdem Musiala wieder da ist, tut Harry Kane das super selten. Ja? Weil er natürlich Jamal diesen Raum geben will. So. Aber Jamal kriegt es immer nicht auf der Kette. Das ist nun mal Fakt. Ja, das hat man heute ganz klar gesehen. Weil er einfach keine Form hat, kein Selbstvertrauen. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Sei mal dahingestellt. Ist auch wurscht. Schwere Verletzung, Blasels. Das ist der Unterschied. Ja, wir haben es dann heute gesehen, wenn Harry Kane dann das doch mal wieder getan hat. Ja, das ist der große Unterschied und deswegen fällt das so auf. Ne? Und deswegen denkt man dann, oh, das liegt ja aber an Serge. Oh, der Serge da war es aber viel, viel besser. Ja, du musst das andersrum sehen. Jetzt, seitdem Jamal wieder da ist, ist es viel, viel schlechter, weil er gar keinen Einfluss auf unser Spiel nehmen kann aktuell. Ja, oder super selten halt. So gegen St. Pauli mal. Ja, grandios. Ja, hat Harry Kane dann in der zweiten Halbzeit auch noch ein bisschen vermehrter getan. Wieder, ne? Gerade nach dem Tor. Das macht Harry aber immer. Wenn wir ein Tor erzielen, müsst ihr mal darauf achten. Weil man sagt ja immer so, die ersten 5 Minuten nach dem eigenen Tor sind die gefährlich. Und da müsst ihr mal gucken, dann ist ein Harry Kane nicht vorne im 16er. Dann ist der immer in der letzten Abwehrreihe. Ja? Oder im zentralen defensiven Mittelfeld. Ja? Wie selbstverständlich. Und trotzdem, ja, wo er dann auch in dieser Position war, wo er den Ball dann da erobert hat mit der Grätscher Linksverteidigerposition, wo der Ball dann wieder vorne war, war er aber auch schon wieder am Strafraum. Ja, keine Ahnung. Ich sag ja, es gibt nicht genug Superlativen, um Harry Kane zu beschreiben, Alter. Ja. Ich gönne ihm alles bei der Fußball-WM, Alter. Ich bin ja echt nicht so der England-Fan, aber ich gönne Thomas Tuchel und Harry Kane alles, was geht bei der WM. Gut, kommen wir zu Lennart Kahl, der leider erst in der 77. Minute eingewechselt wurde. Ja, man hat ihn wahrgenommen, das können wir nicht mal wirklich groß bewerten. Noten gibt es da eh nicht für. Hat zwischenzeitlich ein bisschen Schwung reingebracht, war dann erst in der Zentrale. Dann gab es aber relativ schnell die Anweisung, dass er doch auf die rechte Seite gehen soll, was meines Erachtens auch sinniger ist. Und ja, hat es ordentlich gemacht, denke ich. Jetzt nicht super auffällig, aber auch nicht schlecht oder sonst was. Er war im Spiel und das war gut so. Gut, dann haben wir noch die 3, die in der 90. Minute kamen. Ich blende sie einmal kurz ein, da können wir natürlich jetzt nicht so viel zu sagen. Ito habe ich gar nicht mehr wahrgenommen auf dem Feld. Sportlich. I don't know. Ja, ganz wild. Rafa Guerrero, sein Abschied von uns.
Da ist er. Habe ich auf jeden Fall nochmal in 1, 2, 3 Aktionen wahrgenommen. Ja, war auf jeden Fall mittendrin im Geschehen. Ja, das war ordentlich. Und zu guter Letzt, ich weiß gar nicht, warum hier Leon Goretzka fehlt. Haben wir auf jeden Fall noch Tom Bischoff. Da ist er. Ich zweifle gerade an mir selber, aber Leon Goretzka wurde auch eingewechselt, oder? Bin ich Banane oder was? Tom Bischoff habe ich auf jeden Fall auch wahrgenommen. Und zu guter Letzt, ich vertraue mir mal selber. Da ist er. Und Leon, ja, die noch eingewechselt wurden, nochmal sich verabschieden konnten. Dadurch wurde natürlich ein Jackson nicht mehr eingewechselt, weil man kann nur noch 5-mal wechseln. Und damit hat auch Leon Goretzka seine Zeit doch ein super Ende genommen bei uns. Mit dem Pokalsieg nochmal und dem Double. Ist doch sehr schön. Und ja, das ist es. Das ist das, der Pokalsieg 2026, nach 6 Jahren Abwesenheit. Leute, lasst es knallen, haut rein, feiert schön, rot-weiße Grüße gehen raus. Saisonfazit kommen so in einer Woche. Tschüssi.